Sonst hoffe ich einfach, dass ihr es geniessen könnt. Die Geschichte, die mal ein bisschen anders ist, ich meine, die Weihnachtsgeschichte kennt man ja eigentlich. Heute kommt es mal ein bisschen etwas anderes, aber mehr verrate ich nicht. Ich frage nochmal, sind ihr bereit? Ja! Dann bühnenfrei für unser Musical «Die verbotene Weihnacht». Hey André, hast du gesehen? Es hat Schnee! Hey Anna, hast du gesehen, die neue Hacke im H&M? Oh ja, die ist so schön. Ha! Zack! Da hat sie voll verwitscht! Ja! Ja! Warte nur, dir zeige ich's. Anna, mach ein paar Schneeball Ja, parat. 2 habe ich schon, ein dritter kommt gerade. Schau mal. So, schau. Wir machen das so. Du schiessest von da und lenkst sie ab. Ich gehe hinten rum und ich schneebelle sie ein. Das ist eine super Idee, das machen wir so. Auf 3 geht's los. 1, 2... Selin, warte schnell! Was ist? Hast du da weh gemacht? Nein, ich habe eine wichtige Frage. Ja, also? Geht bei 3 los oder 3 und dann los? Ich sage 3 und du schiessest die Schneeball. Verstanden? Also, 1, 2, 3. Tom, bin ich jetzt hier? Jetzt kommt die Ladung. Easy, die treffen etwa so gut wie ein Maulwurf mit 2 linken Händen. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Meitli halt, die würden gescheiter Barbie spielen. Jetzt kassieren sie dann gerade. Ich schau mal, wie es aussieht. Das wäre um ein Haar ins Auge gegangen. Komm, wir packen beide ein und nachher rühren wir gleichzeitig. Okay. Einladung! Tja, was nützt 1000 Volt in den Arm, wenn die Bier nicht brennt? Gut gemacht. Ach, ihr Helden, jetzt haben das wieder mal voll übertrieben. Kann ich doch nicht dafür, wenn die kleine Prinzessin im falschen Moment am falschen Ort steht.
haben so weh gemacht. Jetzt entschuldigt euch gefälligst. Alter Mann, chill deine Base, nur kein Drama. Entschuldige! Das kommt ja gar nicht in Frage. Ui, was ist denn da passiert? Ja, die zwei haben es wieder voll übertrieben. Stimmt doch gar nicht, Mann. Du bist ja die, die übertrieben hat. Nur mit der Ruhe, ihr beiden. Wenn Janina so muss brüllen, wird wohl etwas passiert sein. Ja, wir haben eine Schneeballschlacht gemacht. Und die Buben haben nicht damit gerechnet, dass wir gescheiter sind als sie. Ich habe sie abgelenkt und Celine hat sie von hinten überrascht. Wir haben euch vielleicht auch eine Chance gegeben. Allweg, ich habe euch verwünscht und dann hat es euch einfach eine Sicherung rausgetatscht. Hört mal zu, ihr Streit habt. Sich gegenseitig den schwarzen Peter zuzuschieben, bringt gar niemandem etwas. Ein Seich kann mal passieren. Und es ist bestimmt nicht mit böser Absicht gewesen. Mit einer Entschuldigung bringen ihr das schon wieder in Ordnung. Aber wir haben doch gar nichts gemacht. Wir sind nur am Spielen gewesen. Nachher müsste sich die drei selber die Schuld. Ach, ist mir doch egal, dann entschuldige mich halt. Entschuldigung und ciao. Dann halt. Entschuldigung, Janina. Geht doch, ist doch gar nicht so schlimm. Kommt jetzt alle mit rein, wir wollen einen heissen Punsch zusammen trinken. Es scheint, als würd's ihm gefallen und er säge gern gemein. Lässt seine Wut an anderen aus, drum ist er oft allein. Wie es wirklich in seinem Herz aussieht, das wüsst noch manche gern. Steckt unter der Schale echt am Ende ein weicher Kern. Hässig Name und hässig ist er viel. Er kann sie um und macht sie immer klein. Von hässig ist sicher, jeder trifft einmal. Vielleicht fühlt er sich besser, wenn er aber machen kann.
Ja, guten Morgen miteinander. Sie dürfen mir sonst die Jacke gerade geben? So, der Herr Stadtpräsident Hessig kommt gleich. Einen kleinen Moment Geduld, bitte. Sie kommt zuerst da überstehen. Guten Morgen, Herr Hessig, das ist Alina. Ihre Gäste wären da. Darf ich es Ihnen bitten? Gartenbau Breitenmoser, 200 Stunden an 90 Franken. Das ist viel zu lang. 150 Stunden in Länge. Dann muss der Breitenmoser halt mal den Finger rausnehmen. Architekturbüro Lucy, 450'000 Franken für ein paar Bleistiftstrich. Das ist reine Steuergeldverschwendung. Herr Hessig, Ihren Zenit-Termin wäre da. Darf ich es Ihnen schicken? Alina, jetzt habe ich Ihnen schon gefühlte 328 Mal gesagt, dass wenn ich an der Stadtplanung am Arbeiten bin, will ich nicht gestört werden. Geht das nicht in Ihre Sekretärinnen-Hirne rein? Herr Hessig. Notiz an mich selber. Neue Sekretärin suchen. Herr Hessig, ich höre Sie im Fall noch. Ihr Mikrofon, das läuft. Ups. Notiz an mich selber. Blumen besorgen als Entschuldigung für Alina. Sagen Sie dem Besuch, ich sei in ein paar Minuten bei Ihnen. Ich muss noch ein Mail schreiben. Oder nein, wissen Sie was? Schreiben Sie am Lucy selber ein Mail und sagen Sie ihm, wenn er nicht 20% mit dem Preis nachlässt, kann er sich den Auftrag sonst irgendwo herstecken. Ich notiere, Sie sind bald bereit für Ihre Gäste und 20% sonst irgendwo reinstecken. Und Alina, besorgen Sie mir noch einen Blumenstrauß. Sehr gern. Ich besorge mir sehr gern einen grossen Blumenstrauß. Alina, also ein Primeri hat es im Fall auch da. Ach, Alina, was für Blümchen hättest denn du heute gern? Rose? Rot? Rosarot? Ach, rot. Ah, danke. Der Herr Stadtpräsident wäre jetzt denn gerade für Sie parat. Einen kleinen Moment noch. Grüezi miteinander. Herzlich willkommen in unserem schönen Stadthaus. Ich bin gerade bei Ihnen. Alina, kommen Sie in 5 Minuten und sagen Sie, es sei ein wichtiges Telefon in der Leitung. Ja, ja. Grüezi miteinander. Wie kann ich Ihnen helfen? Also, wir zwei leiten dir das Waisenhaus von unserer wunderschönen Stadt. 25 Kinder ohne Eltern haben bei uns ein neues Zuhause mit ein bisschen Liebe und Wärme gefunden. Ja, wir haben es wirklich gut miteinander. Aber das Budget ist ja leider schon ein bisschen knapp. Es lenkt keiner auf das Nötigste. Mit ein paar Franken mehr können wir diesen armen Kindern eine kleine Freude machen. Ah, so. Um Geld geht es bei Ihnen also. Ja, das ist nicht einfach. Sie wissen ja, unserer Stadt geht es nicht gerade gut. Und in solchen Zeiten will natürlich jeder ein grösseres Stück vom Kuchen. Klar, das verstehen wir natürlich. Es wäre ja nicht viel, einfach ein bisschen etwas. Die Kinder haben es so schwer. Wir würden ihnen gerne eine kleine Freude machen. Nur eine kleine Aufmerksamkeit. Schliesslich ist ja bald Weihnachten. Was haben Sie gesagt? Also, wir würden diesen Kindern gerne eine kleine Freude machen. Nicht der Teil, der andere interessiert mich. Also, es ist bald Weihnachten. Das Wort ist in meiner Gegenwart verboten.
Welches? Weihnachten? Das grusige W-Wort wollte ich nie mehr hören. Weihnachten ist in dieser Stadt gestrichen. Haben Sie das noch nicht mitbekommen? Mal schon, aber mir hat gedacht, das sei ein Scherz. Weihnachten kann man doch nicht verbieten. Sicher kann man es. Ich habe es einmal gemacht. Das ist alles nur Güssel. Bla bla bla, Weihnachtsfest von der Liebe, Fest von der Familie, sentimentale Grümpel. Weihnachten ist gestrichen und es gibt kein Geld. Und jetzt darf ich Sie bitten, ich habe leider noch andere Termine. Sind Sie doch so gut. Und besuchen Sie uns das nächste Mal doch nicht mehr. Alina, streichen Sie alle Termine. Ich habe genug von diesen Bürgern. Und reservieren Sie im Strauss einen Tisch für mich allein. Schönes Eich haben wir uns hier eingebrockt. Das ist doch nicht so tragisch. Ich habe aber nicht wirklich Lust, den Babysitter für die kleine Prinzessin zu spielen. Easy Portugiesi. Immer locker bleiben. Immerhin können wir das 4. gehen. Das 5. Ja, schau, du kannst schon bis 5 zählen. Wir müssen in den 2. Stock. Gell, du hast alles dabei, was du umgeben musst. Sonst kannst du im Fall nichts Neues auslehnen. Ich schaue dann gerade, ob sie eine neue DVD haben. Aha, dann ist es also doch nicht so schlimm, dass wir meine Kleinschwester in die Bibliothek begleiten.
Das nicht, aber halt ein bisschen langweilig. Vielleicht kann man das ändern. Wie meinst du das? Also schaut, dort drinnen hat es so einen Raum. Dort hat es ganz viele Grümpel verstaut. Wir sind dort mal mit der Schule auf einer Ferien gewesen. Dort hat es grossartige Sachen drin. Aber das ist doch bestimmt verboten. Du kannst doch draussen warten und schauen, dass niemand kommt. Ganz bestimmt nicht. Wenn wir gehen, dann gehen wir alle. Dann ist entschieden. Was ist denn das für ein komisches Ding? Was ist los? Eine Spinne! Sicher, eine grosse. Ja, riesig! Zeig, wo? Dort! Hä? Ich sehe sie nicht. Doch, dort am Boden! Ah, warte mal, ich glaube, ich sehe etwas. Ist das wirklich eine Spinne? Ist so klein, könnte auch gerade so gut ein Floh sein. Schaut mal da! Das sind Krippenfiguren! Die stehen doch einmal auf dem Meerplatz. Ha ja, die sehen schon echt aus. Oh nein! Oh nein, jetzt habe ich dem gerade den Arm abgerissen! Oh nein! Oh, können wir den nicht mehr wieder anmachen? Oh nein, ach so Mist. Ja, komm schon. Haben die so umgeschaut? Was machen die da? Was machen die denn da? Das habe ich schon gesagt. Was hätte ich denn sagen sollen? Nichts. Nichts. Nein, du Clown. Nicht nichts. Nichts. Aha, nichts. Nichts. Also, nochmal. Was machen die da? Nichts. Ha, ha, ha. Sehr lustig. Wir sind auf dem Weg in die Bibliothek gewesen. Und dann Haben wir aufs WC müssen? genau. Ja, genau. Und dann ist leider ein kleines Missgeschick passiert. Am Josef geht es gar nicht so gut, aber der ist sicher bis Weihnachten wieder zu Weg. Gell, Josef? So, fertig gespäßelt. Fertig gespäßelt. Verdünnisiert euch jetzt von da und so ohne weitere Kommentare. Ich habe von Glück reden, dass die Krippenfiguren nicht mehr gebraucht werden. Wieso nicht? Die stehen doch jedes Jahr auf dem Meerplatz. Was? Wieso nicht? Der Stadtpräsident Hessig hat Weihnachten verboten. Habt ihr das etwa nicht mitbekommen? Weihnachten verboten, das geht doch gar nicht. Und ob das geht? Weihnachten ist verboten, basta. Und jeder, der sich dem Verbot widersetzt, wird hart bestraft. Und jetzt los! Verdünnisieren. Husch! Weihnachten verboten, ich kann es immer noch nicht glauben. Ich habe mich so gefreut, Krippenfiguren wieder zu sehen. Naja, der einnahmige Josef wäre jetzt nicht ganz so eine grosse Attraktion gewesen. Ha, ha, ha. Hast du einen Glanz zum Morgen gehabt oder so? Wir müssen etwas unternehmen. Ach, eigentlich würde ich ja viel lieber gamen. Da gibt es so ein neues Game und das ist voll geil. Ach Tom, aber du hast recht, Anna. Winter ohne Weihnachten, das geht einfach nicht. Ja, aber was können wir ein paar Kinder schon machen? Es lust ja niemand. Macht doch eine Demo. Statt Schule am Freitag und Weihnachtsstreik. Michi, du bist es! Wir machen eine Demo! Wir gehen auf die Straße! Und wie willst du das machen? Wir machen so ein grosses Plakat. Und wir laden alle Leute, die wir kennen. Und ich meine, wenn man das auf Insta postet, dann explodiert das. Kommt!
Und wir wehren uns. Und wir wehren uns. Das kann's nicht sein, wir finden das nicht fair. Wir stehen jetzt auf und gehen den anderen Weg. Und wir wehren uns. Und wir wehren uns. Mir scheint's, als wär's ein kleiner Schritt, aber am Ende hilft jeder mit. In dieses neues Kapitel schreibt, von dieser grossartigen Geschichte. Und wir machen uns jetzt eins, laufen zusammen auf der Reise. Grenzen gibt's ja keine, wir sind jetzt bereit. Das kann's nicht sein, wir finden das nicht fair. Wir stehen jetzt auf und gehen den anderen Weg. Und wir wehren uns. Und wir wehren uns. Das kann's nicht sein, wir finden das nicht fair. Wir stehen jetzt auf und gehen den anderen Weg. Und wir wehren uns. Und wir wehren uns. Das kann's nicht sein, wir finden das nicht fair. Wir stehen jetzt auf und gehen den anderen Weg. Und wir wehren uns. Und wir wehren uns. Das kann's nicht sein, wir finden das nicht fair. Wir stehen jetzt auf und gehen den anderen Weg. Und wir wehren uns. Und wir wehren uns. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Das sind die Schlagzeilen von heute. Schweiz. Heftiger Schneefall in den Bergen. Mehrere Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten. Die Gemeinden organisieren sich untereinander und stellen mit dem Militär Luftbrücken her. Finnland. Rekordansturm im Weihnachtsdorf. Die Helfer des Weihnachtsmannes berichten von einer wahren Briefbesucherflut. Das finnische Tourismusbüro plant eine Vergrößerung des beliebten Reiseziels. Wirtschaft. Spielzeughersteller verzeichnen Rekordumsätze in diesem Quartal. Detailhändler füllen noch einmal ihre Regale für den letzten Ansturm vor den Feiertagen. Last-Minute-Geschenke machen die Hälfte des Weihnachtsgeschäftes aus. Jetzt aber zum Tagesthema. Auf dem Marktplatz hat sich heute im Verlauf des Nachmittags eine große Menschenmasse zusammengefunden, um gegen das Weihnachtsverbot zu protestieren. Die Organisatoren sprechen von rund 500 Demonstranten, die sich lautstark dafür einsetzen, dass das beliebte Krippenfest auch dieses Jahr stattfinden kann. Stadtpräsident Peter Hessig hat vor gut einem Monat ein Verbot erlassen, das alle weihnachtlichen Aktivitäten und Verkäufe unter Strafe stellt. Wir schalten live zu unserer Außenreporterin Muriel Granowski. Oh komm Mike, komm! Das gibt voll die Exklusivstory. Wir sind voll die Ersten. Hey, so gut, komm, Mike, mach noch ein paar Szenen da, von denen da. Genau, mach noch ein paar Aufnahmen. Meine Damen und Herren,
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir befinden uns hier auf dem Marktplatz vom Städtli Summerrhein. In diesem sonst so friedlichen Örtli herrscht eine aufgeladene Stimmung. Mehrere hundert Demonstranten mit farbigen Transparenten und aggressiven Sprechchören bewaffnet setzen sich gegen das kürzlich verhängte Weihnachtsverbot zur Wehr. 2 von diesen Demonstranten haben wir jetzt gerade hier bei uns. Grüezi wohl miteinander. Um was geht es bei dieser Demonstration? Wir finden es einfach nicht recht, dass man nach 2000 Jahren plötzlich Weihnachten nicht mehr feiern darf. Für andere geht es vielleicht nur um Tannenbaum, Päckchen oder Schinken im Teig. Aber für uns ist es halt immer ein Fest von der Liebe gewesen. Ein Fest von der Liebe? Wie meinen Sie jetzt das? Weihnachten feiert man ja, weil Jesus Christus geboren worden ist. Er hat den Menschen zeigen, dass er sie liebt und dass er sich für sie interessiert. Darum hat er seinen Sohn auf die Welt geschickt, dass wir in Frieden mit ihm und miteinander leben können. Und das alte Märchen hat sie dazu bewogen, heute auf die Straße zu gehen? Für uns ist es halt mehr als nur ein Märchen. Wir glauben daran, dass die altbekannte Geschichte noch heute einen Unterschied auf dieser Welt machen kann. Das ist der Grund genug, um sich dafür einzusetzen. Und was genau würden Sie sich wünschen, was Ihre Demonstration bewirken sollte? Schön sterben, wenn nachher sich selber die Kraft von Weihnachten leben würde. All die vielen Menschen zeigen ja, wie besonders Weihnachten ist. Sie sehen also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Glanz von Weihnachten lässt sich nicht einfach verbannen. Auch wenn der Herr Stadtpräsident Hessig seinem Namen alle Ehre macht, lässt sich das Weihnachtsfest nicht aus dieser Stadt verbannen. Ich sage nur eins: Weihnachten muss bleiben! Yeah! Super, das wird wieder gegeben. Meine Eltern finden das überhaupt nicht cool. Wenigstens ist es für einen guten Zweck gewesen. Ja, aber genützt hat es komplett nichts. Relax, take it easy, nehmt es locker. Sonst macht man da noch einen den Herzkasper. Hoi, ich bin Janina. Und wer bist du? Hoi, du. Lass mich in Ruhe. Das ist aber nicht gerade freundlich. Willst du einen Kaugummi? Wie bitte? Willst du einen Kaugummi? Janina, lass die Frau in Ruhe. Die Mami kommt uns jetzt den Gacko abholen. Excuse, Kinder halt. Schon gut, sie hat es ja nur gut gemeint. Und ja, ich nehme gerne Kaugummi.
Übrigens, ich bin Simona. Freut mich, Simona. Und wieso bist du da? Janina, hör auf! Schon gut, Sie sollen ruhig fragen. Ich habe schon lange niemanden mehr gehabt, der sich für mich interessiert hat. Sonst bin ich allen Leuten so ziemlich egal. Oh, das klingt aber traurig. Hast denn du keine Familie? Ich denke, nicht wirklich. Hä? Wie kann man jetzt nicht wirklich eine Familie haben? Das ist eine lange Geschichte. Aber die interessiert euch bestimmt nicht. Eure Eltern können euch schon bald abholen. Ach, bis dann haben wir noch genug Zeit. Komm, erzähl es uns doch. Okay, vor etwas mehr als einem Jahr war alles noch super. Aber dann, letztes Jahr an Weihnachten, ist etwas Schlimmes passiert. Meine Mami hatte einen Unfall mit dem Auto und hat sich dabei so schwer verletzt, dass sie gestorben ist. Der Schall da ist das Einzige, was ich noch habe von ihr. Das tut mir mega leid. Und dein Papi? Der kann mir gestohlen bleiben. Der interessiert sich nur für seine Arbeit. Und ich und wie es mir geht, das ist ihm völlig egal. Ich habe schon über ein halbes Jahr lang kein Wort mit ihm gewechselt und glaube mir, das ist auch gut so. Aber das ist ja mega traurig. Also ich finde das blöd. Du sollst Frieden machen mit deinem Papi. Es bringt nämlich nichts, wenn man den schwarzen Dingsbums da hin und her schiebt. Ach ja, Nina, das klingt so einfach, wenn du das sagst. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Und ob das geht? Wenn wir Weihnachten schon nicht feiern dürfen, dann leben wir es wenigstens. Immerhin ist es bei der ersten Weihnacht in der Bibel ja auch nicht ums Feiern gegangen. Sondern um Jesus denk! Oh, das ist Weihnacht, der Sohn von Gott ist zu uns gekommen. Oh, der Weihnacht hat die Welt seinen Frieden überkommen. Oh, das ist Weihnacht, der Sohn von Gott ist zu uns gekommen. Oh, der Weihnacht hat die Welt seinen Frieden überkommen. Herr Maria hat den Engel gesagt, dass sie im Buch das Kindlein trägt, durch die Kraft vom Heiligen Geist. Er wird im allen König sein, einmal Menschen Ritterin, Immanuel, ein Gott, wo bei uns ist. Oh, das ist Weihnacht, der Sohn von Gott ist zu uns gekommen. Oh, an der Weihnacht hat die Welt seinen Frieden überkommen. In der Frieden schlaft und er auf die Welt, an einem Ort, wo niemand kennt, wo niemand ihn erwartet hat. Nur mit Hirten haben's verloren und sind zu der Krippe gekommen. Und die Reise haben ihn schändlich genommen. Oh, das ist Weihnacht, der Sohn von Gott ist zu uns gekommen. Oh, an der Weihnacht hat die Welt seinen Frieden überkommen. Oh, das ist Weihnacht, der Sohn von Gott ist zu uns gekommen. Oh, an der Weihnacht hat die Welt seinen Frieden überkommen. Wisst ihr was? Wieso eigentlich nicht? Ein Versuch ist es allemal wert, aber eine Bedingung gibt es noch. Ich gehe nur, wenn ihr mitkommt.
Das ist Weihnacht, der Sohn von Gott ist zu uns gekommen. Oh, an der Weihnacht hat Welt in Frieden überkommen. Oh, das ist Weihnacht, der Sohn von Gott ist zu uns gekommen. Oh, an der Weihnacht hat Welt in Frieden Halt! Nicht so gesprengt. Ich sollte da unbedingt durch. Haben Sie denn einen Termin? Der Herr Hessig empfängt keinen unangemeldeten Besuch. Der wer? Ja, der Stadtpräsident Hessig. Der Hessig ist dein Vater. Ja, wieso? Jetzt geht mir ein Stall an die Tütern auf. Darum hat er ein Problem mit Weihnachten. Wieso sollte er ein Problem mit Weihnachten haben? Ja, nach dem schlimmen Unfall von letzten Weihnachten, bei dem seine Frau gestorben ist ihm verständlicherweise nicht mehr ums Feiern zumut. Alina, sagen Sie sich bitte dem Herrn Hessig, dass seine Tochter da sei. Sehr gern. Einen kleinen Moment, bitte. Jawohl, danke, Herr Wirt. Ja, nein, Sie haben 15 Minuten. Nicht mehr, nur 15. Moment, bitte. Nur 15 Minuten. Okay, ja, ist gut. Wir sehen uns am Freitag, um 3. Danke. Auf Wiederhören, Herr Wirt. Danke. Herr Hessig, Ihre Tochter ist da. Was ist da? Ihre Tochter, Ihre Schätzeli, Ihre Nachkommen, die wäre für Sie da. Haben Sie gesagt, meine Tochter sei da? Ja! Ja, auf was warten Sie denn? Ja, dass Sie sie reinbitten. Ja, dann bitten Sie sie Ja, rein. gern. Der Herr Stadtpräsident wäre jetzt für Sie parat. Halt. Ihr sind nicht angemeldet. Schon gut, die gehören zu mir. Simona, also mit dir hat jetzt Sauri letzt gerechnet. Verständlich. Wir haben schon über ein halbes Jahr lang kein Wort mehr miteinander geredet. Ist das schon so lange her? Tja, ich habe halt immer viel zu tun gehabt. So viel, dass du deine eigene Tochter vergisst. Also so musst du mir jetzt nicht kommen. He? Also du bist auch nicht gerade anständig gewesen, wo wir uns das letzte Mal unterhalten haben zusammen. Ja, wie denn auch, wenn du so tust, als wäre nichts passiert? Ja, das Leben muss weitergehen. Die Leute hier, die brauchen mich. Die Leute von dieser Stadt? Und was ist mit... Du hast recht. Ich bin kurz zum Frieden machen. Die Kinder haben mich davon überzeugt, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat. Ich glaube besonders jetzt, ich meine, so kurz vor Weihnachten. Weihnachten? Aha, die sind doch die Plaggeister, die die Demonstration angezettelt haben. Es war mir, ich habe die Gesichter schon mal gesehen. Abfahren könnt ihr mit eurem Weihnachtskrümpel! Alina, sorgen Sie den Sicherheitsdienst, Sie sollen mit Besuch rausführen. Aber heute noch! Sicherheitsdienst? Alina, abführen. Ich habe doch gewusst, dass es nicht bringt.
jetzt ist alles vorbei. Oder gibt's echt doch noch Hoffnung für sie? Wenn's dunkel ist, dann braucht es Licht, das scheint. So Straßen mit der Hoffnung fällt, dann schauen wir auf ihn. Wo bleibt der Retter, wenn's dunkel ist, dann braucht es Licht, das scheint. So Straßen mit der Hoffnung fällt, dann schauen wir auf ihn. Wo bleibt der Retter? Wenn nichts mehr anders hilft, beten wir zu ihm, wo in der Krippe liegt. So unscheinbar und klein, und doch ist für viel ein starker Gott, wo rettet und hilft. Wenn's dunkel ist, dann ist es Gott, wo scheint, und das umso heller, wenn die Hoffnung fällt, dann schauen wir auf ihn. Ist der Retter, wenn's dunkel ist, scheint sein Gott, wo scheint, sein Licht, und das umso heller, wenn kommt die Hoffnung, die Hoffnung, die Hoffnung. Ist der Retter, wenn's dunkel ist, scheint sein Gott, wo scheint, sein Licht, und das umso heller, wenn kommt die Hoffnung, die Hoffnung, die Hoffnung. Ist der Retter. Abfahren, habe ich gesagt. Habe ich nicht auch noch etwas zeigen? Das ist ja der Schal von der Marianne. Herr Hässig, Weihnachten ist doch das Fest von der Liebe. Gott interessiert sich dafür, wie es den Menschen geht. Und er hat Jesus auf die Welt geschickt, um ihnen zu helfen. Mit seiner Hilfe können auch sie wieder Freude und Frieden haben. Alina, rufen Sie den Sicherheitsdienst. Sie soll meine Tochter zurückbringen. Okay. Ja, der weiss auch nicht, was er will. Ja, hallo? Ja, das ist nochmal Alina. Ja, bringen Sie die junge Dame zurück. Ja, dann rennen Sie ihr nach. Egal. Bringen Sie sie zurück. Simona, es tut mir leid. Du hast recht gehabt. Ich habe mich viel zu wenig um dich gekümmert. Ich war so mit mir selber beschäftigt, dass ich vergessen habe, was wirklich wichtig ist. Ich hätte es nicht gedacht, aber die Botschaft von Weihnachten hat wirklich etwas Besonderes. Und wir, Simona, wir haben einiges zu besprechen. Wisst ihr was?
Das Weihnachtsverbot ist offiziell aufgehoben. Wir machen ein Fest auf dem Marktplatz mit Tannenbaum und Krippenfiguren. Wieso geht das nicht? Können wir kein Fest organisieren? Nein! Aber der Josef hat doch nur einen Arm! Aha! Weißt du was? Da finden wir schon eine Lösung. Geschichte von dem Kind. Frieden und Freude auf der Welt. Frieden und Freude auf der Welt. Ja, liebe Musicalbesucher, Weihnachten ist gerettet und so laden wir Sie ein, mit uns einzustimmen in das alte, fantastische Lied «Stille Nacht, Heilige Nacht». Gott hat Welt
Welt anders gemacht. Er sucht Menschen, wo gern mit ihm gehen und sein Wille verwirklichen wollen. Frieden und Freude